Hallo und herzlich willkommen zu meinem heutigen YouTube-Video. Ich bin Naira, ich bin Deutsch- und Schweizerdeutschlehrerin und ich helfe dir hier auf YouTube und auf Instagram dabei, Schweizerdeutsch für deinen Alltag zu lernen. Bevor wir starten, möchte ich mich ganz herzlich bei euch allen für 1000 Abonnenten hier auf YouTube bedanken. Ich freue mich sehr, dass ihr auch hier auf YouTube mit mir lernt. Herzlichen Dank für alles. Jetzt aber zum heutigen Video. Ich möchte dir ein paar Wörter auf Schweizerdeutsch vorstellen, die auf Hochdeutsch nicht das bedeuten, was du vielleicht denkst. Deshalb kann es hier zu Übersetzungsfehlern oder Verständnisproblemen, Missverständnissen kommen. Wie immer ist es wichtig zu wissen, ich bin Bernerin und ich spreche Berndeutsch. In anderen Kantonen werden Wörter zum Teil anders ausgesprochen oder sie klingen sonst ein bisschen anders. Jetzt aber viel Spaß beim Schweizerdeutsch lernen! Das erste Wort ist zügle. Zügle bedeutet nicht sich oder etwas zügeln, also sich beherrschen oder jemanden zurückhalten, sondern umziehen, also den Wohnsitz wechseln. Ich mache dir ein Beispiel. Ich zügle nächste Woche in eine neue Wohnung. Ich ziehe nächste Woche in eine neue Wohnung. Oder ich bin auf Bern gezügelt. Ich bin nach Bern gezogen. Willst du noch ein Plätzli? Na, hast du an ein Plätzchen, also einen Keks, gedacht? Nicht ganz richtig. Ein Plätzchen ist nämlich ein Guetzli oder ein Güetzi auf Schweizerdeutsch. Ein Plätzli wiederum ist ein Schnitzel. Als nächstes haben wir das Verb versorgen. Auf Hochdeutsch bedeutet jemanden versorgen so viel wie sich um jemanden kümmern, auf jemanden aufpassen. Versorgen auf Schweizerdeutsch meint aber, etwas wieder an seinen Platz zu stellen, etwas aufzuräumen. Hier zwei Beispiele, wie du das verwenden könntest. Bitte versorgt die Bücher wieder im Schaft. Bitte stellt die Bücher wieder in den Schrank zurück. Oder ich muss noch die Einkäufe versorgen. Ich muss noch die Einkäufe einräumen. Isst du am Morgen auch gern ein Müsli? Ich auch. Aber sag auf Schweizerdeutsch nie, ich esse ein Müsli. Das Müsli ist nämlich Schweizerdeutsch für die kleine Maus. Am Morgen isst du das Müesli. Achte gut auf das betonte E nach dem Ü. Kannst du Meletten kehren? Keine Sorge, hier ist kein Unglück passiert und du brauchst auch keinen Besen. Kehren bedeutet nämlich nicht kehren, sondern umdrehen. Ich mache dir ein Beispiel. Wir müssen kehren. Das ist eine Sackgasse. Wir müssen umdrehen. Das ist eine Sackgasse. Bleiben wir aber gleich beim Putzen. Wischen auf Schweizerdeutsch bedeutet nämlich nicht wie wischen auf Hochdeutsch etwas nass zu putzen, sondern mit dem Besen trocken zu kehren. Ich tue immer zuerst wischen, dann tue ich fegen. Ich kehre immer zuerst, bevor ich wische. Und kommen wir noch zum letzten Wort für heute. Der Finke ist kein kleiner Vogel, sondern ein Hausschuh. Hier ein Beispiel. Ich habe daheim immer Finken an, sonst habe ich kalte Füße. Ich trage zu Hause immer Hausschuhe, sonst habe ich kalte Füße. So, das war's auch schon für heute. Ich hoffe, dass du etwas Neues gelernt hast. Falls ja, dann freue ich mich, wenn du dem Video einen Daumen nach oben da lässt und meinen Kanal für mehr Videos zum Schweizerdeutsch lernen abonnierst.
Auch auf meiner Webseite, den Link findest du in der Videobeschreibung, findest du mehr Informationen über mich, meine Kurse und auch meine kostenlosen Lernressourcen. Ich freue mich riesig, wenn du vorbeischaust. Merci, bist da gsi und bis zum nächsten Mal. Tschüss!